So, servus, grüß euch und habe die Ehre. Ich begrüße euch zu einem neuen Division 2 Video. Ja, heute habe ich ein Bild zusammenbastelt. Es hat 6 gelbe Kerne und 3 rote Kerne und einen blauer Kern. Na, 4 rote Kerne. Und einen roten Kern. Schmarrn. Nochmal. Servus, grüß euch und habe die Ehre. Ich begrüße euch zu einem neuen Division 2 Video. Heute gibt es ein Bild von mir. Das hat 6 gelbe Kerne, 4 rote Kerne und einen blauen. Man kommt ja, auf 1 Million ungefähr Rüstung. Ist ein Skill Damage Bild. Ich finde, das Ding ist extra klasse einfach. Also, ich habe es gespielt gestern, die Fahndung auf heroisch, und ich muss sagen, bin ich einwandfrei durchgekommen. Ist einmal ein bisschen was anderes und ich finde es sehr gut. Also, es ist jetzt kein Full Damage Bild, aber man macht extrem viel Schaden. Alles wird gespielt mit der Kondensator und man haut Schaden ohne Ende aus. Ich muss aber gleich dazu sagen, ich habe es nicht geschafft, die Sachen zum Farmen so richtig, wie man es braucht. Also, es geht nur besser, als wie ich das jetzt sagen kann. Ich bin dran und versuche das auch selber nochmal zum Farmen. Aber die Idee war da, die Teile stimmen, nur die Rollung oder das Gerollte stimmt nicht so ganz, aber man möge mir verzeihen und man möge es besser machen, ja. Also, dann würde ich sagen, ich bin die Feldholzen und sag, Backmas! So, jetzt fangen wir mal um mit der Spezialisierung. Heute einmal, ja, eigentlich auch wichtig. Durch die Spezialisierung kriegen wir schon mal einen gelben Punkt. Das ist immer das Erste. Man hat erhöhten Schaden auf die Roboterviecher, auf die Hunde und auf die Panzer und auf den ganzen Zeug. Das können wir gleich mitnehmen. Und dann sollte man es einstellen auf Sturmgewehr, weil eben Kondensator. Und dann, wo es mal lustig ist. Also ich habe jetzt einmal Schrotflinten eingestellt. Ja, vielleicht auch gescheiter mal probieren mit dem Gewehr zum Spielen. Ist vielleicht besser. Ja, warum und wieso sage ich dann nachher noch. Ich habe jetzt einfach nur gespielt mit dem Sturmgewehr. Und deswegen so. Man kann sich die Spezialisierungen, was man benutzt, die ganzen Skills, aussuchen, je nachdem, nach Spielstil. Ich habe es gespielt mit der Heilerdrohne und ein Geschütz, aber man kann genauso gut einen Schaum und, weiß ich nicht, oder einen Drohnenstock hernehmen oder das Glühwürmchen oder was man halt zurechtkommt. Das ist das Gute an dem Bild. Ja, Waffe, Kondensator, zwingend, weil sonst bringt man Schaden nicht so ganz zusammen. Und je nachdem sollte man dann eben da entweder Fertigkeit Heilung oder Fertigkeit Schaden eine da. Die 10% Fertigkeit Schaden haben ein bisschen was. Wenn man jetzt aber eine Heildrohne oder sonst was drin hat, ist gescheiter, wenn man dann vielleicht die Heilung 10% nochmal mehr dazu tut. Ja, wie gesagt, kann man einstellen wie entweder oder. Entweder man spielt auf Schaden oder auf Heilung. Je nachdem da dann richtig einstellen. Ja. Ich habe es jetzt einmal eine Fertigkeit schaden lassen. Kann man jetzt genauso gut umstellen auf Heilung. Machen wir das halt einmal. So. Und dann schauen wir uns mal das Bild an.
So, das Bild. Wie ich schon gesagt habe am Anfang, das Bild. Wie ich schon gesagt habe, Kondensator. Man sollte vielleicht mit einem Gewehr spielen und nicht mit der Schrotflinten. Da ist jetzt Gewehr dabei. Ich habe halt alles ein wenig so durchprobiert. Wie gesagt, Kondensator ist zwingend. Gewehr dann, was mir lustig ist, vielleicht eins mit einem großen Magazin und was nicht allzu lang beim Nachladen braucht. M1A Classic ist vom Schaden her auch super. Da da ich halt dann die Spezialisierung zukunftssicher aufrollen auf jedes Gewehr, was ich nehme, weil man kann halt dann eine Überladung erzeugen, ja, wo es ein Geschütz oder der Drohne, wenn man es hernimmt, oder ein Drohnenstock schon zugute kommt. Also wie gesagt, ich habe es nicht so ganz zusammengebracht, aber ich kann jetzt genauso gut das Gewehr rein da und ja, da ist der Schaden halt nicht so hoch und darum habe ich die Klassik drin gehabt. So, jetzt haben wir total verschalten. Klassischer Fehler. So, na, muss auf die einmal. So, dann haben wir, wenn man sagt, einmal die Paris Group. Da geht es auch schon wieder los. Umgerollt auf Fertigkeitsrang. Sonst alles auf kritische Chance auf kritische Treffer und Schaden durch kritische Treffer. Ich werde das nicht lernen. Das ist ein Zungenbrecher für mich. So, da haben wir dann Sturmgewehrschaden und 30% Nachladetempo, was auch sehr gut ist, wo es dann schon auch vom Vorteil ist, wenn man in Bedrängung kommt, ja, weil man einfach da so spielen darf, als hätte man einen Striker oder was an, was da Deckung spielst und hin und her. Nur halt plus das, dass man da die Skills ausfahren kann mit Fertigkeitsrang 6. So, die Werte, klar, am Anfang habe ich jetzt mit der Kondensator 50% Chance auf kritische Treffer und 130 Schaden durch kritische Treffer. So, jetzt ist das Bild aber noch nicht so richtig ganz durch. Nämlich, mir fehlt da schon mal Schaden durch kritische Treffer hätte ich drauf, möchte ich gern Schaden gegen ungedeckte Ziele. Ich habe es aber nicht zusammengebracht. Ich habe 12 Komponenten durchgewichst und leider nichts gekriegt, sondern das war das Beste, was rausgekommen ist. Der Rüstungsschaden, der ist ganz, ganz wichtig bei der Kondensator. Und Sturmgewehrschaden, wie man sagt, 11% Materialien dann ausgegangen. Also, wie man es macht, gell, das ist schon viel zum Machen. Also insgesamt kommt man auf einen Schaden, kommen wir auf 155k ungefähr. Geht dann noch mehr viel besser, aber wie gesagt, kann ich es leider nicht sagen. Es ist so, wie es jetzt da zeigt. Habe ich es gespielt, ich spiele das dann auch ein, kurz davor und ein wenig was danach. Und ja, es funktioniert, sagen wir so. So, dann haben wir Ninja Backpack. Ein Ninja Backpack. Was kennt sowieso jeder, einfallsreich, immer ein Drum dazu. Ja, vielleicht auch zum Probieren mit Memento, mit dem Memento. Ja. Wie gesagt, ja, jedem überlassen, wie es einstellt. So nachbauen, funktioniert ganz gut. Dann haben wir da die Dienstleisterhandschuhe umgerollt auf Fertigkeitsrang. Da hat es wieder eine gehabt, habe ich Kopfschussschaden gekriegt. Ich sollte da Chance auf kritische Treffer oder Schaden durch kritische Treffer drauf haben. Ich habe Dienstleisterhandschuhe zum Saufordern, aber leider nie so gerollt, weil es immer, ja, ich habe es halt schon mal umgerollt, ja, aber eben nicht so, dass ich es nochmal benutzen kann, weil dass sie auf die einmal einen Fertigkeitsrang aufgetan, auf das war die auch nie gekommen, aber naja, durch die Dienstleisterhandschuhe, so, haben wir LMG-Schaden, brauchen wir nicht, und 15% Waffenhandling, das heißt, das Nachladen wird nur mal ein wenig schneller und Präzision und Stabilität und ja, das macht halt das Waffenhandling auch ganz gut. Dann haben wir Gebet des Fuchses, die sind dann auch so, wie man es normal kriegt. Gewehrschaden brauchen wir nicht, aber 30% Präzision, das Ding ruckelt nicht mehr, verzirkt nicht mehr, die liegt da, wo es das hintust, also ist schon wertvoll. Da auch wieder Schaden gegen ungedeckte Ziele mit der Kondensator miteinander, die hat 12% gehabt, haben wir bei 20% Rüstungsschaden. Ja, das ist schon mal ganz gut. Jetzt habe ich einen Scheiß verzeiht. Schaden gegen ungedeckte Ziele. So, normal ist auf der Kondensator 10% Schaden gegen ungedeckte Ziele. Darauf hätten wir 18% Schaden gegen ungedeckte Ziele. So, das ist das eine. Der Rüstungsschaden war da und hat man mit die Dienstleisterhandschuhe und der Kondensator miteinander, bla, 20% Rüstungsschaden.
ergibt brutal. Also das merkt man enorm. So, jetzt stimmt's. So rum. Dann haben wir Picaros Holster. Picaros Holster. Fertigkeit Tempo. Ja, ein Fertigkeitsrang. Ja, ganz wichtig. Das kommt zustande wegen Ninja Backpack. Und schauen Sie durch auf mit kritischen Treffer. So, ja. Wie gesagt, muss es so kommen, dass du Chance auf kritische Treffer drauf hast oder Schaden durch kritische Treffer und dann umrollen auf Fertigkeitsrang. Somit hätten wir 1, 2, 3, 4 durchs Picaros Holster und ein Backpack 5 und Spezialisierung 6. Und dann haben wir 1, 2, 3 rote Attribute mit der Kondensator, die auf Expertisen-Level 18, sprich 15 ist, hat man den vierten, was ich anfangs gesagt habe. Dann hat man praktisch 4 rote, 6 gelbe und ein blaues. So, jetzt wenn die ganze Rüstung noch auf 12 gerollt ist, von der Expertisen-Level kommt man da auf 1 Million Rüstung. Mir sind leider meine Materialien ausgegangen. Ich bin blanko. Ressourcen gleich, scheiße, nichts mehr. So, da 9. Und da hätte ich noch ein bisschen was braucht. So, jetzt haben wir alles durch. Na, Beste noch. Weste, Walker Harris und Co. Walker Harris, 5% Schaden. Rüstungsschaden auch nochmal 5%. Dann Waffenschaden. Ja, Schaden durch kritische Treffer, Chance auf kritische Treffer, nochmal Schaden durch kritische Treffer und das Talent vernichtend. Vernichtend. So, da schießt drauf und der Schaden wird überher. Maximal 25% mehr Schaden. Geht relativ schnell mit der Kondensator, was das gleich beieinander. Kondensator, das Talent, weiß ich nicht, aber jeder kennt, für jeden Fertigkeitsrang kriegst du 7,5% Waffenschaden, also 7,5 mal 6 sind 40, oder? Na, mehr. Doch, 40% mehr. Der rechnet schlecht, rechnet sich selber aus. Aber auf alle Fälle 6 mal 7,5% Waffenschaden mehr. Und der Fertigkeitsschaden geht auch noch mal in die Höhe, wo es nicht schlecht ist. Und wie gesagt, Überladung könnte man produzieren, entweder mit einem mechanischen Tierchen, wo es nicht so gescheit ist, weil das auch Sturmgewehr ist, da geht einem ganz schnell Munition aus. Darum würde ich empfehlen, ein Gewehr. Zuerst mit dem Kondensator oberschießen und die letzten Schüsse dann mit dem Gewehr machen, dass man die Überladung produzieren kann und dann hauen die Drohnen und Geschütz, was man dabei hat, nochmal so richtig ein. Jo, zum Geschütz. Geschütz ist wie Geschütz. Hat Cooldown 19 Sekunden. Ja, ist schon eine ganz schöne Menge. So. Da haben wir auf Rang 6 120% Schaden und 420% Lebensenergie. Wenn man Überladung produziert mit dem Gewehr oder wo es auch immer, wo das Talent drauf ist, hätte man dann 175% Schaden. Man merkt es schon, Dauer der Überladung, ich glaube 5 oder 10 Sekunden, nagelt es mir fest, aber nicht allzu lang. Ja, dann halt die richtigen Mods eine da, Schaden, Wirkzeit, Wirkzeittempo, Fertigkeitentempo, oder Wirkzeittempo. Ja, man möge mir verzeihen. Weiß mit Nosen auch noch. So, dann habe ich bei der Drohne hergenommen eine Reparaturdrohne. Rüstungsreparatur 120% und 420% Lebensenergie. Ja, die heilt schon brachial. Also ist man auch, ich kann jetzt ohne nicht spielen. Es gibt Leute, die spielen vielleicht lieber mit der Striker-Drohne oder vielleicht aber auch mit der Defender-Drohne. Schadensminderung 30%. Im Rang 6, wenn die Rüstung weg ist, naja, also nicht gut. Ich würde sagen, Heilerdrohne oder wenn man auf Schaden geht, Vollgas in der Gruppe vielleicht, ja, Gruppe spielbar. Die Striker-Drohne macht auch einen guten Stürmerschaden. Das Ganze ist auf Rang 6. Man kann es auch mal probieren mit dem Schild vielleicht zum Spielen, weil das Schild wäre auch auf Rang 6. Ja. Und ja, darum sage ich, das ist ein sehr variables Bild, ist ein Techniker Damage-Bild, so, wenn man sagen möchte. Ja, wie gesagt, 50% Schaden auf kritische Treffer, ausbaubar. Und da glaube ich, kommt man auch locker flockig auf 155% vielleicht aufgekommen, wenn man das Richtige alles, also gescheit gerollt kriegen
kriegen würde. Kriegen da. So, was ich jetzt noch sagen wollte, genau. Ich habe jetzt die Ferris Group genommen, weil das die einzige Masken war, die wo ich brauchen hab können und auf Fertigkeitsrang umrollen hätte, also können hab. Ich habe sonst nichts anderes erfahren. Was man vorstellen kann, ist die abgekühlt. Wenn man jetzt da statt am Waffenschaden ähm, ja, die Fertigkeit draufrollt, dann hätte man Rüstung nochmal 5% mehr, 6% Lebensenergie mehr, also ist man ein bisschen stabiler. Ja, und dann kann man sich da nochmal ein wenig was aufbauen von äh, Chance oder Schaden. Ja. Wäre auch eine Möglichkeit. Wo es noch eine Möglichkeit ist, vielleicht der unsichtbare Mann. Die ist halt ein wenig schwerer zum Kriegen, ist momentan zum Kaufen, wenn der Tagzahn ist, ja. Ist aber ein wenig geschissen gerollt, weil wenn man die spielt, muss man immer da umrollen auf Fertigkeitsrang. Oder aber man rollt die Weste um. Man sollte halt schon so spielen, dass man 6 Fertigkeitsränge hat. Und wie gesagt, ich wollte jetzt da keinen roten Kern nicht herschenken. Ich kann jetzt mit der abgekühlt zum Beispiel spielen und dann die Westen umrollen. Gange jetzt zum Beispiel bei mir nicht, weil ich halt nichts anderes nicht gehabt habe. Ja. Aber wie gesagt, so ist das Ding nicht schlecht. Und was habe ich jetzt noch vergessen? Pistole, völlig wurscht. Ich habe halt standardmäßig die TDI-Card drin, weil das einfach mit Song synchronisiert. Ja, Fertigkeitsrang braucht es auch noch mehr, bringt halt nichts. Cap ist 6, Simi bringt nichts. Kann man genauso gut mit der D50 spielen. Ich mag die halt gern, weil es Schusswiederholung von 310 hat, relativ schnell nachlädt und die Bonal recht schnell aushaut. So, dann glaube ich, habe ich es, oder? Ja, in dem Sinne, sucht noch meinen Discord und schaut mal auf YouTube vorbei. Wenn euch das Bild gefallen hat, lasst mal ein Like da. Ansonsten gern konstruktive Kritik. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das zusammengebaut habt. Ich finde, so ist es sehr gut spielbar und ja, würde sagen, man sieht sich dann beim nächsten Video. Ich zeige euch dann noch ein wenig Gameplay und könnt sich anschauen, wie das Ding funzt, ob das was für euch ist und dann entscheiden, nachbauen oder nicht. Also bis zum nächsten Mal. Auf Wiederschauen.